Viele Christen glauben, dass Jesus von Gott irgendwann mal geschaffen wurde. Zeugen Jehovas sind wahrscheinlich eine der größten Verfechter dieser Lehre. Und alle begründen sie natürlich ihren Standpunkt mit der Bibel. Schließlich steht es ja so geschrieben, also muss es auch so sein. Doch ist das wirklich so? In diesem Video wollen wir uns Sprüche 8 ansehen, denn für viele ist Sprüche 8 der Beweis schlechthin, dass Gott Jesus vor langer Zeit ins Dasein brachte. Und gerade auch wenn du mit Zeugen über Jesu Gottheit sprichst, werden sie dir früher oder später mit Sprüche 8 kommen. Deshalb, so hoffe ich, kann dir dieses Video eine Hilfe und auch für dein persönliches Bibelstudium ein Segen sein. Lasst uns also beginnen. In Sprüche 8 wird die Weisheit personifiziert. Aufgrund des Wortes Weisheit versteht man nun, dass es sich dabei um Jesus Christus handeln muss. In den Versen 35 bis 36 heißt es, dass derjenige, der die Weisheit verfehlt, den Tod findet. Wer die Weisheit aber findet, der findet das Leben. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, dass niemand zum Vater findet, als nur durch ihn. Wir stimmen also zu, dass dieses Kapitel von Jesus in seiner Präexistenz spricht. Dennoch werden einige Verse so verstanden, dass letztendlich die Vorstellung darauf aufgebaut wird, Jesus wäre geschaffen. Die Argumentationskette derjenigen, die das glauben, verläuft in etwa so ab. In Sprüche 8 wird die Weisheit als Person beschrieben. In 1. Korinther 1, Vers 24 sagt Paulus, dass Jesus Gottes Weisheit ist. Also muss die Weisheit Jesus sein. Und die Weisheit sagt ja selber, dass sie eingesetzt und geboren ist. Deshalb ist Sprüche 8 ein handfester Beweis dafür, dass Jesus erst existiert hat, als Gott ihn ins Dasein brachte. Wir wollen nun die 3 Verse anschauen, mit denen sie dies begründen. Vers 22: Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Vers 23: Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Und Vers 24: Als noch keine Fluten waren, wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen. Es geht also um die Worte besaß, eingesetzt und geboren. Daraus schließen manche nun, dass Jesus Christus einen Anfang hatte und dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt zu existieren begann. Jeder, der so argumentiert und das glaubt, sollte jedoch diese Begriffe mit Vorsicht studieren, um nicht in der Gefahr zu stehen, etwas in einen Text hineinzulesen, das vielleicht ganz anders gemeint sein könnte. Schauen wir uns also diese 3 Verse etwas genauer an. Wir beginnen mit Vers 22. Erst einmal, wenn man diesen Vers so wie er in der NWÜ geschrieben steht, mit dem in der Schlachter vergleicht, ist bereits ein Unterschied ersichtlich. Denn die Neue Weltübersetzung ist im Vergleich zum hebräischen Text schon etwas freizügiger in ihrer Übersetzung vorgegangen. Man sieht auch, dass die Schlachter hier wortgetreuer ist, doch das nur so nebenbei. Uns geht es um das Wort, welches in diesem Vers im Hebräischen für besaß oder hervorbrachte geschrieben steht. Hoffnung für alle und auch andere Übersetzungen übersetzen es beispielsweise mit schuf. Das hebräische Wort ist Kana und bedeutet so viel wie bekommen, erwerben, gekauft, kaufen, einlösen und so weiter. Es wird in der Bibel meistens entweder mit kaufen oder mit erwerben übersetzt, denn das ist seine erste Definition. Wie wurde Jesus also erkauft? Und warum hat Gott ihn erworben? Bedeutet dieses Wort wirklich etwas zu erschaffen? Schauen wir weiter. In Vers 23 sagt die Weisheit Jesus: Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her. Das Wort, welches hier für eingesetzt geschrieben steht, ist Nasach und bedeutet so viel wie jemandem Salböl auf sein Haupt zu gießen. Es ist ein sehr interessantes Wort. Wir finden es auch im Psalm 2, wo es dazu gebraucht wird, um die Salbung von David als König zu beschreiben.
Dort heißt es nämlich: Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Weisheit wird hier also in eine Aufgabe, in ein Amt eingesetzt. David begann ja auch nicht erst zum Zeitpunkt seiner Salbung zu existieren. Vielmehr setzt eine Einsetzung voraus, dass die betreffende Person bereits existiert. Wir erhalten so langsam ein größeres Bild, denn in Vers 22 wurde Jesus erworben oder erkauft und hier in Vers 23 dann zum König erwählt und gesalbt. Lasst uns nun zu Vers 24 gehen. Das Wort, welches hier für geboren und hervorgebracht geschrieben steht, ist das hebräische Wort kul und bedeutet so viel wie ertragen, sich drehen, wenden, in Angst winden, bildlich unter starken Schmerzen oder Angst sein, veranlasst werden zu ertragen, zu gebären, sich zu winden, leiden aufgrund von Folter und so weiter. Versteht ihr, was uns hier in diesen Versen erzählt wird? Es ist das Kommen des Messias und sein Leiden, um uns zu erretten. Denn musste man nicht mit einem Lamm zum Heiligtum kommen, es opfern, um sich von Sünde loszukaufen? Sprüche 8 ist eine Beschreibung des Lammes Gottes, dazu auserwählter Messias oder der Gesalbte zu sein. Messias bedeutet ja der Gesalbte, der wegen unseren Sünden und der Schmerzen den Tod auf Golgatha leiden musste. Klar kann man sagen, dass das Wort besaß oder hervorbringen oder schuf bedeutet, etwas zu erschaffen. Das sicherlich, aber man muss sich dann auch die Frage stellen, auf welche Weise wurde Jesus denn geboren oder hervorgebracht? Auch dazu gibt die Bibel uns eine Antwort. In 5. Mose 32 spricht Mose zum Volk Israel, das Gott es als Volk hervorgebracht und geboren hat. Und diese Geburt fand statt, als der Herr sein Volk aus Ägypten führte. Denn da wurde Israel zu seinem Sohn und er zu seinem Vater. Es ist die Sprache des Bundes. Dieser Begriff besitzen oder hervorbringen wird an keiner Stelle in der hebräischen Bibel mit erschaffen übersetzt. Ich fragte mal eine Zeugin, was der Unterschied zwischen uns und Gott ist. Darauf antwortete sie mir, dass wir geschaffen sind, Gott aber nicht. Und das war genau die Antwort, die ich hören wollte. Gott hat weder einen Anfang noch ein Ende. Jesus Christus ist Gott, nicht ein Gott. Wenn er also sagt, dass der Herr mich hervorbrachte oder besaß, bezieht es sich auf Micha 5, wo es von der Herkunft Jesu Christi als den Messias spricht. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Er wurde zum Messias, zum Gesalbten, also von Anfang an, bevor die Welten erschaffen wurden, wurde Jesus Christus vom Vater dazu auserwählt, der gesalbte König zu sein, der für unsere Sünden leiden und sterben würde. Sprüche 8 erzählt uns also von der Herkunft Jesu Christi als dem Messias, als er auserwählt wurde, ein leidender Diener für die Sünder zu sein. Sein Ursprung in diesen Texten ist seine Rolle als Messias und nicht als ein Wesen, das vor langer Zeit erschaffen wurde. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Wir müssen wissen, dass Gott bereits einen Plan für den Fall entwickelt hatte, dass der Mensch sündigen würde. Jesus wurde also zum Messias, zum Retter der Menschheit, und zwar als Antwort Gottes auf das Problem Sünde. Und deshalb beschreibt Sprüche 8 erstmals seinen Auftrag, den Menschen zu erschaffen und dann mit ihm zu kommunizieren. Es geht um seine Vermittlerrolle und dann beschreibt es auch noch seine Einsetzung als Messias, dem Gesalbten, der kommen würde, um für uns zu leiden. Es geht nicht darum, dass Jesus irgendwann mal anfing zu existieren.
Natürlich, wenn man diese Verse nur oberflächlich liest, statt sie zu studieren, kann es zu solchen Fehlinterpretationen kommen. Aber wie wir nun wissen, will der Text hier in Sprüche 8 uns vielmehr etwas von Jesu Rolle als Mittler und Erlöser erzählen. Gottes Segen dir und bis zum nächsten Mal.